Hey, seid ihr auch so am Schwitzen? Hey? Schön, schön warm ist es. Schöner Sommer ist es. In meinem Büro ist es auch wirklich, wirklich gemütlich warm. Aber gleich freue ich mich sehr auf eine weitere Folge vom Doom Let's Play. Das ist nämlich Folge Nummer 14 mittlerweile schon. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals so ein langes Let's Play habe hergebracht. Ja, da ist natürlich der Crown oder der Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Ich hoffe, ich habe nicht zu heiß. Aber hoffe, sie es auch am Genießen haben. Ist doch schön, wenn die Jahreszeiten so in vorgebracht sind. Das ist ja das Abgefahrene an unseren Breitengraden, dass wir eben schon nicht nur irgendwie 1 oder 2 Jahreszeiten haben, sondern 4. Also der Baumeffekt. Ja, yeah, da bin ich irgendwie so ein bisschen dumm gestorben, genau. Zurück zum Gameplay, sorry. Secrets habe ich mir ja geholt, genau. Dann habe ich auf die Kacke-Demons geschossen. Ja. Ding, durch das Laufgestell, das Omni, das in den Ende Jahr erscheint zu kommen. Vor 3 Jahren oder so war Kickstarter. Das ist ziemlich am Gas gegeben, das Gerät. Oder besser gesagt, die Firma Virtuix heisst sie. Die haben jetzt einen riesen Deal. Sorry, das war schlecht. In China können abschließen, sie gäbig am Produzieren, machen das wirklich scheinbar auch recht gut. Sie jetzt auch am Geld sammeln und da kann man auch als privater Investor tätig werden. Ich muss schnell schauen, wie ich hier im Game muss tätig werden. Was soll ich da noch machen? Ah ja, genau, das ist fast ein bisschen mühsam, aber das passiert automatisch mal. Noch ein bisschen stunnen. Deswegen machen wir doch das. Jo, eben die Virtuix-Firma kann man jetzt Geld ein bisschen investieren. Ja, super, hey, was macht der andere so? Da kann man ein bisschen Geld investieren. Da hat sein Geld gescheiter auch nicht mal investiert. Und kann er auch in dem Sinne Aktien kaufen. Ich komme eben nicht so gut raus. Ich bin hier effektiv nicht so der Checker, was Aktien anbelangt, aber die Sache ist einfach die, das Ding scheint richtig Erfolg zu haben. Und klar haben es noch nicht so viel, und das sind natürlich wie bei allen VR-Sachen momentan nicht ganz so viel Software, aber sie sind auch eigene Games eigentlich in dem Sinne am entwickeln, unterstützen und alles, was man mit Tastatur oder Controller kann spielen kann, wird man auch mit dem Omni können zocken. Und ich weiss nicht, wie manche von euch das so erahnen kann, was das konkret bedeutet. Weil das Problem von VR im Moment ist ja definitiv, dass es einfach nicht wirklich Software gibt. Klar, man kann irgendwie zum Beispiel den Dolphin-Emulator, das ist glaube ich, wo man die Nintendo Wii Games kann spielen kann, in der VR-Version benutzen, was bei einigen Games wirklich sehr gute Resultate scheint zu haben, wenn man dann die Games auch zocken will. Also eben irgend so ein Wind Waker oder so, sie scheint es wirklich amazing. Ja, wenn ich jetzt nicht so Interesse habe an diesem Wind Waker, dann hilft mir das auch nicht, dass es super ist, wenn das ist, was ich meine. Die Sache ist einfach die, wie gesagt, es gibt wenig Software. Fürs Vive ist jetzt vorgestern, wo ist der Typ? Auf Steam das Brookhaven Experiment rausgekommen. Oh, da unten wird es schön abgeholt. Da sind sie irgendeinen feisten Mancubus am zernehmen oder so. Ja, wir sehen es dann im Detail. Also, das Brookhaven-Experiment ist rausgekommen und dort hat es ja jetzt lange Demo gegeben und dort ist man eigentlich so in einem Park gestanden. Zieht noch mal ein Video rein auf YouTube, haha. Und dort hat man auch auf Zombies geschossen, weil ihm sie entgegengekommen. Nach 5 Augen ist fertig. Ein kleiner Spoiler, am Schluss ist so ein riesiger Gegner gekommen, aber mehr zur Show. Dort hat man eigentlich nichts mehr machen. Und ja, jetzt ist das fertige Game draussen. Sie haben es zuerst echt 1 oder 2 Wochen verschoben. Und es ist noch gut, ob ich da irgendetwas verpasst habe. Und es ist dann eigentlich der Release. Oh, der hier, hä? Ist der nicht zugänglich? Da habe ich doch das letzte Mal irgendetwas gewährweisen, hier mit diesem Durchgang hier. Genau, die sollten dann aufgehen.
wenn das jetzt blau ist, heisst das, dass sie offen ist? Weil ich weiss nicht genau, wenn ich hier nachher runtergehe, wie easy, dass ich dort wieder raufkomme. Ja, ihr müsst schon ein paar Mal jetzt Backtracking ertragen. Das tut mir fast auch ein bisschen leid, aber eben, wenn ich sie in einem Durchgang verwischen kann, ist glaube ich schon in Ordnung. Also, dann wäre der Release, sorry für die ganzen Gedankensprünge vom Brookhaven-Experiment, direkt in die Steam-Sale-Woche gefallen und das ist irgendwie nicht so empfohlen worden, auch von Valve selber. Und dann haben sie dann gesagt, schaut, verschiebt es doch noch einmal um eine Woche, bringt es nach 5. raus, dann ist irgendwie alles besser. Irgendwie ein bisschen gespässig, aber sie haben halt einfach wirklich Angst gehabt, dass sie dann bei der Steam-Sale untergehen, obwohl das eigentlich jeder, der ein VR-Headset hat, ein Vive und sicher auch ein Oculus, weil man ja dort Games auf Steam zum Glück auch spielen kann, nicht so wie bei Oculus Home, hat das ausprobieren, weil es schon noch vielversprechend war. Und ja, jetzt haben sie das Ding rausgebracht, hat verschiedene Levels, hat verschiedene Waffen. Ist eigentlich noch easy, aber jetzt hat das übelste Performance-Problem. Und in VR ist das halt ganz leid, weil es führt nicht unbedingt dazu, da ist richtig straube Gegner, dass man sich wohler fühlt, wenn die ganzen FPS-Drops hast und Schwankungen. Das Ding soll mit 90 Bilder pro Sekunde laufen. Und ich bin jetzt nicht gerade so der Ultra-Checker, aber ich habe das Gefühl, das Game sollte jetzt ohne Probleme mit 90 Bildern pro Sekunde laufen können. Klar, es muss zweimal gerendert werden, weil es für jedes Auge ein Bild gibt. Aber fuck it. Yes! Sind wir ehrlich? Schlimm, muss man sich halt auch ein bisschen konzentrieren. Ja, die sind echt okay, wie Staub, schön. Eben ja. Und leider unterstützt VR gang noch nicht SLI, darum bin ich ein bisschen verarscht mit meinen 289er. Aber ich finde auch ein 89er ist jetzt nicht so schlecht. Klar gibt es jetzt schon 1080er, aber hey, sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich, ist wieder scheiße, wenn ich so dumm muss reden. So leid ist ein 89er jetzt wirklich nicht. Nichtsdestotrotz muss ich irgendwann schon aufrüsten. Also das Game läuft nicht so flüssig. Das heisst, das Spürerlebnis ist nicht so angenehm. Sie haben jenste Bugs und so. Und jetzt haben sie so viel Zeit gehabt, weil sie es verschoben haben und haben es eigentlich gleich ein bisschen verkackt. Was halt gerne ein bisschen schade ist bei den Games. Ach, da bin ich ja nicht der Erste, der das erzählt. Gesamthaft ist es in Ordnung. Und wenn sie das noch ausbügeln, wird es dann richtig cool. Das ist so Quintessenz. So, also. Trotzdem ist es cool, dass eben ab und zu ein Game rauskommt. Es wird ja jetzt, glaube ich, dann nicht so wahnsinnig kommen, bis so im Herbst. Was eben schon ein Straub ist, für das, dass sie jetzt die teuren Headsets haben rausgelassen. Ich bin wirklich froh, dass ich die 1000 Stellen für das Oculus gespart habe. Weil eben irgendwann werde ich mir sicher auch holen. Der Tragekomfort scheint es wirklich besser als beim Vive. Aber ja, momentan warte ich noch ein bisschen und es hat es auch nicht gebracht, weil das jetzt im Moment, muss ich mir ehrlich zugestehen. Ich bin sehr auf PlayStation VR gespannt. Dort sieht es ein bisschen so aus, als würde am Anfang nur 2 Games beim Launch dabei sein. Das Riggs, das Mech-Game und noch sonst irgendwas anderes. Ich hoffe, ich habe mich dort gelesen oder verschaut, weil das wäre ja das Hinterletzte, haben nur so wenig Games. Aber nein, sie haben irgendetwas von 70 oder auch eine recht hohe Zahl geredet. Hey, wo sind denn die Gegner? Ja, das ist Farbe unterwegs. Bastard. Oh nein, gefährlich. Noch viel gefährlicher! Dumm Sieg! Ich habe gemeint, der liegt ab im 3. Schuss. Eieieiei. Also gut, das habe ich nicht ganz so viel geredet und gleich ist es nicht gut gelaufen. Jetzt heisst es voll Konzentration und bessere Waffen, weil das ist wirklich wichtig, dass ich Gang verhängen durch Laserknarren rauszunehmen, ist auch ein bisschen schade. Also jetzt haben wir den hier hinten im Schild gerade mal auseinandernehmen zuerst. Das ist doch schon viel besser gelaufen als beim letzten Mal. Okay, ja, eben, von euch hat niemand irgend so ein VR-Headset. Ich weiss, die Leute sind aber nicht so kommunikationsfreudig. Crapovic schon.
Aber ja, vielleicht muss sich gleich einer durchringen, wo so ein Ding auch schon hat, so Oculus. Oder ein Vive, und schnell ein bisschen zu erzählen, wie es bei ihm ist. Würde mich schon noch interessieren. Ich meine, es ist gang noch absolut faszinierend, das Ding anzulegen und so das Audio-Shield und das Musikgame, das habe ich mittlerweile gesamt 5 Stunden gespielt, was mit Abstand am meisten Zeit ist von allen VR-Games, die ich habe. Und ist gang noch cool, zwischendurch ein bisschen Runde sounden und halt ein bisschen gegen die Dinge zu schlagen. Und dann sogar noch ein bisschen Muskelkater am nächsten Tag haben. Das ist wirklich faszinierend. So, warten wir schnell die Akku holen. Und dann heisst es Waffe wechseln. Der andere hier. Also gut, genau das kommt hier raus, da jetzt nämlich noch ein Geheimnis dahinter. Also da haben wir schon mal einen Teleporter, das ist nicht schlecht. Aha. Jetzt wo spawnt wieder diese jetzt, der Mancubus hier hinten. Ja, genau. Let's go, let's go, let's go. Das ist immerhin schnell gegangen. Alright. Jetzt habe ich doch wieder mal ein gutes Gefühl hier gesamthaft. Okay, aufpassen. Das ist aber dann, wenn man ein gutes Gefühl hat. So. Das ist wieder mal eine dumme Aktion, genau. Ja, das braucht es zwischendurch auch. Oh, schau, er hat so einen scheiß Kampfroller gemacht. Ja, das ist ein Gefängniswort. Okay, Jungs. Jetzt hier wieder hart gesehen. Aber sie sind ja auch ein bisschen dumme Stücke zum Glück. Sagt der jetzt schon zweimal ist abgekratzt hat. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Okay. So. Ja, ja, und so game-mässig versuche ich mich auch ein bisschen einschränken, weil eben ja, mit dem VR-Zeug, das braucht halt auch so viel Zeit. Und von dem her geht es, glaube ich, Ende September mit dem Forza Horizon 3 los. Yeah, finally made it. Ja, irgendwann kommt Mafia 3, das kommt glaube ich aber nach dem Titanfall 2. Das sind so die 3, wo ich mich sicher möchte darauf konzentrieren, wenn ich da auch wirklich dazu komme. Und das Titanfall hat in dem Sinne eigentlich absolute Priorität. Bin ich extrem gespannt drauf und wird man vermutlich mit EA Access oder wie das heisst, zuerst auf der Xbox One können spielen. Und ich es dann gerne ausprobieren. Echt morgen vor dem Release schon oder so. Und dann kannst du echt 10 Minuten einfach, 10 Minuten, wow, 10 Stunden in dem Sinn ausprobieren. Und wenn du es dann kaufen willst, kannst du dann den Fortschritt, der Progress eigentlich übernehmen, was schon noch sehr cool ist. Hey Mann, ich frage mich gerne noch, wie ich da reinkommen konnte. Oder auch hier seitlich so nebendurch über. Ja, ja, da kann ich da in einer anderen Folge nochmal rätseln. Und ja, eigentlich wollte ich da gar nicht groß darüber irgendeinen Text, weil vielleicht habt ihr das hier vom Team Martin und vom Pro Syndicate gehört. Sie haben ja irgendwie mit so einer CSGO Gambling Seite, wo sie scheinbar irgendwie so 13-Jährige abzocken, wie man halt auch so schön sagt, sie wirklich so alt sind. Und dort dann irgendwie die Seite gehört, ihnen zwei, und dann haben sie so Videos eventuell gefaked, wo sie einfach wirklich gute Läufe hatten. Und man hat gesehen, dass sie eigentlich einen Bot gesteuert haben, wo natürlich die Siegeschancen auch garantiert hat oder so. Also irgendwie alles ein bisschen spässig, auf jeden Fall. Das Internet dreht recht durch. Ich drehe scheinbar auch recht durch. Fuck. Und ja, sie hat irgendwie jenste Videos rausgebracht, auch der Team Martin, und hat dann irgendwie Comments gesperrt oder irgendwie gelöscht. Und also ganz, ganz gespässig. Und es gibt scheinbar eben jenste Kids, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo dann sagen, hey, easy, der macht Fehler und so. Und das ist ja an und für sich eigentlich noch ein schöner, wenn man einem Schalben auch eine zweite Chance gibt. Aber der Typ hat das schon ziemlich wissentlich vermutlich gemacht. Auch wenn er seine Hänge natürlich unschuldig waschen.
Und eigentlich hat er voll etwas Illegales durchgezogen und sich zu bereichern. Und er hat ja nicht wirklich finanzielle Probleme. Ja, spässig, aber ich meine, wer ist schon dabei gewesen, wer kennt sich schon wirklich aus. Und im Internet löst es ja auch einiges so Zeug auf, hey, wo der sich näher als anders herausstellt. Darum immer mit Vorsicht genießen, so Sachen, aber das ist schon Struf. Wenn es wirklich stimmt, dass so gesagt wird, sind das rechte Geldhuren, die zwei Typen haben. Und es sind sicher nicht die einzigen, es gibt noch viel strübere Sachen wie ich, die schon wieder abkacken, Mann. Fuck. Ja, die euch mal ein bisschen informieren, wenn ihr Lust habt. Da findet man sehr schnell etwas, wenn man nach dem Team Arden sucht. Jetzt tue ich sonst gerade einen kleinen Moment von Ruhe mir gönnen. Also darf die Motorsäge nicht vergessen. Ich darf BFG nicht vergessen. Ich darf den nicht vergessen, Mann. Hey. Hey, jetzt kann ich sicher den hier. Warte. Jetzt verhänge ich es wieder komplett. Den jetzt wechseln, genau. Und jetzt den mit der Rakete schaffen. Jetzt hat es nämlich hier richtig viel. Fuck, aber es hat mir nichts gebracht. Und vor allem hat es mir jetzt schon wieder Angstleben gekostet. Also Jungs, jetzt wird fertig mit Späßle. So andere Chips noch du auch hin. Also, zack, weg. Oh Scheiße, so wie ich jetzt auch gerade. Hey, nein. Was ist jetzt so in meinem Gesicht? Hey, aber. Shit, habe ich Mühe mit denen, oder nicht? Ist geil, wenn ich hüpfe oder so, tut es irgendwie das Spielmodell. Aufpassen. Tut irgendwie das Spielmodell so spässig. Das ist absolute Munitionsverschwendung. Tatsächlich. Oh nein, Mann. Das sind wirklich schlechte Taktiken. Hey. Ja, sorry, dass ich da so die Zeit am Verprasseln bin. Let's try again, natürlich. Ja, und irgendwann schaffe ich es das schon. Ich meine, das schafft nicht unbedingt Vertrauen in die Zeittour, die das wird brauchen, wenn ich so etwas sage. Aber ja, ich meine, man lernt ja auch ein bisschen daraus. Und hey, jetzt habe ich es tatsächlich geschafft mit diesen Micro-Missiles. Richtig geil. Was können wir hier noch? Das Mobile Turret könnte ich doch eigentlich auch anwerfen. Also ich muss noch schnell ein bisschen Waffen umrüsten. Ich habe einfach nicht wahnsinnig viel Munition, aber let's try. Und vor allem das auch ein bisschen mit Glory Kills, die sie einfach machen. Da kann ich noch ein bisschen Leben abkassieren, aber auch ganz leicht reinlaufen. Jetzt sind wir gerade alles Schild genommen. Ja, wenn man so hinter sich geraten, dann geht es gut. Aber von vorne sind das riesig. Ja, genau, das meine ich. Scheiße. So, schön. Immerhin noch ein bisschen Schild jetzt da durch. Die Verschnellerung ist halt schon auch hilfreich. Das ist die, die man gewinnt. Hey man, zum Teil die Imps können wirklich schiessen, hey, wie Pros. Also viel besser als ich. So. Scheiße, und er sagt noch so, ich glaube nicht. Das ist das Fiese, dass die so massive Damage machen. Hey, das ist wirklich das Fiese. Und eben ja, noch viel fieser ist, wenn man es so verschießt. Hey. Halleluja, das ist wirklich der neue Tiefpunkt von diesem Let's Play. Also jetzt holen wir uns das. Ui. So. Jetzt kommt
der fast schon. Gut, immerhin, wir stehen noch gut um, wir haben Schild, wir haben Leben. Ui, da kommt schon. Zweimal verschossen und sozusagen tot. Also, aber bevor das wir gehen, nehmen wir noch ein paar mit. Hey. Und das mal richtig. Komm schon. Das glaube ich ja jetzt nicht. Hey. Wenn ich Munition für das hier, dann haben wir irgendeinen anderen. So, jetzt habe ich auch mal Gesicht für alles. Gut, Munition. Die CFI macht nicht fertig im Strübsten. Das glaube ich einfach nicht. Hey. Jetzt hat es gut schön geruckelt. Was geht ab, hey? Ist das der letzte? Fuck, wer hat's gedacht? Wer hat's gedacht? Scheiße, ist das schlecht gelaufen. Und vor allem, was ist denn da links von mir? Damn, das habe ich verhängt, genau. Okay. Dann haben wir hier irgendwie zwischendrin noch etwas Schönes. Da denke ich. Ja, yeah, das hat mir es schon ein bisschen einfacher gemacht. Hey, hey, hey. Gut, immerhin nur das Geheimnis abgestaubt. Schöne Zwischensequenz. Ja, ein bisschen der Flüssigkeitshaushalt hier. Kontrollieren, schön genug saufen. Hier ist jetzt irgendein das spezielle Artefakt von Olivia. Dieser türnigen Moore. Und ja, wir machen dann was für eine Überraschung auch so den Weg auf gegen runter. Hier im Büro. Jetzt hier ist noch irgendwie ein Geheimnis, hä? Ja genau, da kann man irgendeine von den öffnen. Echt hier, du. Ja. Voll. Schön, oder? So, jetzt kann ich glaube ich endlich wirklich etwas upgraden hier. Ja, das ist dann ganz hilfreich. Genau mit der Zeit hat sie nämlich nie Mühe mit Schießen. So kannst du das umgehen. Alright. Jetzt hat sie da eben ihr wunderschönes Büro. Das ist schon noch dicke Post oder so, weißt du? Und jetzt redet da irgendein Satan oder wer das auch immer ist mit ihr. It was Samuel. He led them to his tomb. Please, we can overcome this. I promise. The gate will be opened Ja, as ist noch planned. irgendwie. Ja, voll gut. Schöne Aufrüstung jetzt. Ja, Berüstung, Munition, aber ich gehe einfach von Munition her, ganz ehrlich. Gerade für BFG und Motorsage ist es schon extrem hilfreich. Ja, da hing jetzt noch ein bisschen BFG-Munition, schön. Da hat die eigentlich voll, oder? Ah, ja, genau. Und da kann ich nicht auftun, weil ich Chance voll habe. Gut. Jetzt ist da hinten an diesem PC, ja genau. Jetzt ist das so ein kleines Minigame irgendwie. Und man bekommt dann, glaube ich, auch ein Achievement für das oder so. Und zwar kannst du jetzt halt einfach immer 2 Plätze tauschen. Und wenn es dann 3 gleiche sind, dann eben das Richtige. Und mit den Fässchen und so kannst du natürlich Strubi-Kombos machen. Schnell schauen, genau, mit einer bestimmten Anzahl Moves, die man machen kann. Genau. Also es wird nicht ewig dauern. Schöne Hintergrundmusik natürlich auch. Ich weiss, der eine oder andere wird es sicher schon lange gesehen haben. Es muss immer irgendeine Lösung geben, genau die da. Geil. Mann, das waren so coole Sprites, ganz ehrlich. Ey. Jetzt nehmen wir den runter. Dann haben wir
es ist einer. Ja, es ist aber leid, wenn es nichts gibt. So richtig eben bildschirmfüllende Kettenreaktionen wie am Anfang gerade. Sie ist schon fett, da gibt es richtig Punkte natürlich. Also, der ist nicht schlecht gewesen, ja. Dann nehmen wir halt den hier wieder. Hey, wow, fast die ganze rechte Seite. Big up. Hier haben wir gerade eine 4er-Reihe, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Der hier natürlich fest in gegangen, schön. Noch 11 Moves. Oh ja, schön. Oh, das war super kettig. Schon wieder ein bisschen am Rätseln. Nehmen wir mal einen, der weit unten ist, wieso nicht? Es ist, glaube ich, schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man ein Rechtserfolgserlebnis hat. Weil ja, schlussendlich ist es ja eigentlich wirklich primär Glück. Oder halt der Random Number Generator, wo im Hintergrund die Gegenstände fallen. Auch besser bekannt als Doom Monster und Fässli. Damn. Die Frage ist, ob es überhaupt noch irgendetwas am Mund ist. Ja, sieht gut aus. Also neben dem Rand halt. Ja, das ist meistens nicht so ergiebig leider. Darum muss ich jetzt hier gleich noch einmal gut schauen. Das kann doch fast nicht sein. Hey, come on. Da können wir auch nehmen. Sonst ist es jetzt eher gerade ein bisschen crappy. Da hört sogar die Musik auf, so leid ist es. Hey. Festlich kann ich hier keine zusammenbringen, Gegner kann ich hier auch keine. Nicht mit einer Bewegung. Ich habe hier, glaube ich, noch nie das zweite Lied gehört, weil ich noch nie so lange gebraucht habe. Und mit nie meine ich, dass ich es jetzt zum zweiten Mal mache, sorry. Aber eben, auf der PS4 ist es mir irgendwie ein bisschen schneller und gäbiger gegangen. Das ist aber schon ein ganz geiles Lied, das ist shit. Man, ja, eben. Ich habe das halt irgendwie gespielt, als ich bei... Keine Ahnung, wann ist es rausgekommen? 92, 94? Ja, da bin ich halt erst so langsam ein Teenager gewesen. Hey. Und ja, das ist immer geil, wenn er so alte so Geschichten auspacken, weil eben, ja, für heutige Standards ist die ehemalige Doom-Grafik schon ein bisschen veraltet, aber gleich extrem eigentlich faszinierend gewesen. Und noch einen schönen letzten Move hat. Was sind das hier für Namen? Ja. Ja, immerhin, 4. Platz, leider gar nicht aufs Podest. Ah, genau, es ist kein Achievement, sondern eine von den Level-Herausforderungen, die das war, genau. Time well spent, ja, schön gesagt. Kill 8 Demons with a single shot. Ja, das sollte ja schon noch möglich sein, hey. Bevor das Game fertig ist, möchte ich das eigentlich noch reinhaben. Komischerweise... Ah nein, das Schild war vorher schon da, gewesen, einfach voll Schild schon gehabt. Yeah. Priority access only. Authorization required. Jetzt habe ich irgendetwas verhängt, hä? Jetzt habe ich irgendetwas verhängt. Damn, ja, sorry. Manual security activated. All terminals now accessible. In dieser Euphorie ganz vergessen, dass ich dort auch noch drücken muss. Hinten war irgendwie der Sar, wo der Doom-Typ war. Alright, jetzt kommt's. Yeah, das ist schnell irgendein Killerschüsse oder so. In so einem Moment erinnert es mich schon ein bisschen an Dead Space. Einmal als 1 und als 2, aber auch als 3. Und zu Dead Space gibt es auch 2 Bücher. Und die haben zwei jeweils sehr, sehr interessante Geschichten parat. The only accumulator in this sector is in specimen CD 587.
You're going to have to remove it. Once you've extracted the accumulator, it will become unstable. The ruptured casing should cause a rift strong enough to send you back to their world. We can determine your point of entry using the tether system I uploaded to your suit. Retrieving the crucible is critical. Und auch wegen dem We have no way of Waffenmodell in shutting der down Mitte. the Ich finde well es and closing the fast ein null bisschen core here einfacher on so zu Mars. aimen. Klar habe ich noch das kleine Pünktchen hier, wo mir auch hilft. Aber Demonic presence activated. Lockdown in es ist wirklich einfacher, als wenn sie rechts ist. Single Shot, hä? Sind das jetzt schon ein paar gewesen mit Single Shot? Kill 8 Demons with a Single Shot. Ja, und Demons sind doch allgemein Gegner, oder nicht? Oder jeder, der Demon im Namen hat. Das kann gut sein. Das Ding schießt so schnell. Das ist nice. Das ist sehr nice. Wenn ihr das fetzt nur noch so her, das ist einfach wie eine Motorsage, die jeder auf Distanz kann mähen. Der andere hat keine Chance. So. Dass sie immer zu der zurückgewechselt haben. Oh ja, super. Jeez. Komm, da lang noch, ja. Jungs. Ja, lass mal schnell her. Du scheinst mir doch fast ein bisschen grosser Gegner zu sein. Nicht, schade, den hätte ich mir gerne noch geschafft mit dem Finisher. Hey. Oh, schau jetzt, mit dem Single Shot. Hey. Das ist meine Chance. Hey, aber das Ding geht schon noch ab, oder? Das ist lustig, hey. Das ist wirklich etwas, was sie verhängt haben, scheinbar. So jedes Mal, was ist denn das, mein Kopf oder so? Wo ist jetzt noch der letzte Feigling? demonic presence. Schön sauber halb abgeschossen. Lockdown disengaged. Oh Mann, jetzt sauber. Da muss man immerhin nicht warten. Oh ja, der ist nachgekommen. Ja, das geht gut so mit der Granate, mit dem Schildtyp und nebendran schießen und Granaten werfen. Oh, das ist eben sehr Dead Space-mässig, finde ich. Aber auf jeden Fall noch atmosphärisch. Schnell gucken, dass ich hier nichts vergessen tue. Da hinten wäre noch Rüstung gewesen. Mama, die nehme ich auf jeden Fall hier. Halleluja. Ja, die sind halt so ein bisschen am Beten, die kranken Siechen. Ja, das ist jetzt auch ein super Rätsel hier. Genau, geht das da unten auf? Ja, genau, jetzt kann ich da rein. Und eigentlich müsste ich rauf. Jetzt kann man hier dann so einen Schlüssel holen. Schon richtig krass gemacht. Also, wo ist jetzt der Schalter gewesen? Da. 2 bringen wir glaube ich nichts hier mit dem Anzug. Ha, nein. Und Runen. Oh, haben wir alles gemacht? Ha? Dann haben wir doch jetzt noch den nächsten, oder? Das ist ja schon schneller bewusstlos. Ja genau, das gibt Schild. Distanz, ja, das sind gute. Auch wieder wunderschön hier oben beleuchtet, dass man ganz klar weiss, wo man her muss. Das ist wirklich clever gemacht. Sicher nicht das erste Game, das er so macht. Aber so verliert man eigentlich nie die Orientierung.
Was aber eh ein bisschen schwierig wäre, die Orientierung zu verlieren im Doom-Game. Weil es doch recht linear ist. Ja. Cool. Moment schnell, was ist denn das für ein Raum? Genau. Genau, das ist der Oldschool-Raum. Hey, nicht verhängen. Muss ich schnell das Mühe überlegen, wo der Schalter ist. Top. Schön, schön. Ja, nein, immerhin hier Lucky, hey. So. Sehr stylisch. Da kann man nichts machen. No. Es gibt einfach Secrets. Secrets haben wir jetzt auch alle gefunden, bis auf 2. Das ist not too bad. Ja. Das ist echt ein cooles Level. Das habe ich gerne. Da hat es coole Secrets. Scheinbar noch harte Gegner, weil die sicher Tropfen noch haben. Und auch gute Level-Konstruktionen. Fuck this shit, hey. Hast du das gesehen? Holy moly, sind das viele. Ja, jetzt sind die gegeneinander am Kämpfen, oder was? Ah nein, die sind gegen mich natürlich am Kämpfen. Dumme Frage. Aber irgendwie vielleicht schon noch kämpfen. Die sind ja aufeinander abgesehen oder so. Wir müssen das mal reinziehen, was da abgeht. Aha, gar nicht mehr Strupp. Das sind Scheißkugeln. Mhm. Jetzt hier hinten ist offensichtlich Sackgasse, das heisst, dort gibt es vielleicht noch etwas zu holen. Nichts, hä? Nix, nada. Kill a Demons with a single shot. Fuck, dass ich das noch nicht geschafft habe. Scheiße. Jetzt hier ein Single Shot, dann nehmen wir also den. Wenn das kein Single Shot war. Mann, das ist schnell rein. Ja, also gut, das ist auch einer für auf die Liste. Der hat gerade ganz genau durchgeputzt. Der aber nicht verwischt. Hallo? Sehr geiler Sound. Die atmosphärische Töne besser sein. Lazarus Wave at full charge, ready for activation. This helmet will redirect the course of mankind. On this day, we make our contribution to their cause. Ist auch geil, dass es dort Our rechts neben dran salvation zeigt. lies with them. I pulled you from that tomb in the Calendar Sanctum for this reason. I knew she was weak. Our work doesn't come without risks, and I released you from your prison to help mitigate those risks. Sehr wicked, I hat die knew that in the Goldfolie. event of a catastrophe, you'd be the only thing that could stop them. Warum schießt du jetzt schon wieder so hart mit mir? Oh. Da hinten ist nichts. Ja, was nicht. Unten dran ist einiges. Und irgendwas hat man doch einen raufgekommen. So. Das hat sich auch gedacht, irgendwas hat man doch einen raufgekommen. Ah, du, ich habe es gesehen, ja. Sorry. Ich will jetzt fest ablenken. Jetzt geht's langsam wieder ab. Ja, endlich mal wieder so eine Challenge, da bin ich voll dabei. Mit
3 gibt es, glaube ich, etwas. Ja. Wow, wow, ist schön da angehauen worden. Genau, jetzt kann ich irgendwie so ein bisschen halt mehrere Haken schießen, nicht so gut. So. Frau Merci geht hier die Tür auf. So eine Crap hier. Ah nein. Ja? Probieren wir das mal. Irgendwie habe ich jetzt gar nicht 2 Raketen schießen. Ja, da hat man jetzt irgendwie fast kein Leben, glaube ich. Also es könnte noch härter werden. Probiere ich sicher noch einmal. Okay. Surprise, bitch, sorry. Nein, jetzt bin ich auf... Hey, verarscht meine Sorry zusammen. Scheiße, eigentlich bin ich ja mit dem Mauszeiger oben drauf gewesen, aber ich habe tatsächlich gedrückt und nachher hat es dort mich rausgeschossen. Hey! Frechheit, eben im Brookhaven-Experiment ist das zum Teil schon noch scary, wenn die Gegner dann irgendwie gerade hinter dir stehen, wenn du umdrehst oder dann vor dir logischerweise. Aber ja, du hörst hinter dir irgendetwas knurren und knarzen, dann drehst du dich eben um, dann steht der Typ fast in deinem Gesicht. Das ist aber schon noch wicked. Dann, wenn man schnell ein paar Mal das Magazin durchschaut. Hey, der ist voll scary, der ist voll wicked, weil ich so wenig Leben habe. Also zuerst auch ein bisschen jeden Mal. So. Dann ploppt er auf, genau. 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, wow. Hey, wow. Vielleicht die diesen Typ ignorieren am Anfang. Schauen wir mal. Der ist ja eigentlich ein klarer. Jetzt ziehen wir hier durch. Ja, aber ich muss eben auch Gegner killen, konstant. Sonst. Also gut, das ist ein schönes Spot. Ja. Cool, bin ich runter. Kann ich jetzt doch etwas machen mit dem... Nein, 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 nein. Sorry. Das war fast ein bisschen lame gewesen. Muss ich ehrlich zugeben. Aber das Strat war nicht schlecht gewesen. Die versuche ich jetzt noch einmal. Dann gehen wir hier hoch. Können wir hier vor der Seite den Bahnstart schießen. So, dann nehmen wir den hier. Oh shit, da ist ja neben mir einer gestanden. Mann. Die sehe ich spawnen dort rein haben, darum springe ich am gescheitsten runter. Scheiße. Ja, das kommt schon nicht gut. Das ist schon gar nicht gut, vor allem wenn man in den Pfosten läuft. Der Pfosten und meint, dass man dort irgendwie durch kann. Also das ist gar kein guter Start vorhin. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, hoch. Das kostet halt viel Zeit, aber so sind wir eigentlich in einer vorteilhaften Situation. Scheiße, bin ich runtergefallen. Aber das ist auch ein bisschen egal, wieso, oder? Nice. Jetzt haben wir doch verschiedene Gegner, die spawnen. Was? Weißt du, der trifft ja auch nur einen, hey. Hey, shit. Nicht lassen, wo ich... Ein Durchsichtiger von diesen Wichsern. Schau. Wo haben wir noch einen? Und wo ist noch einer? Da oben war noch einer. Yes! Schön ist das gelaufen. Cool. Puh. Ja, das haben wir jetzt sehr gut Rest gegeben. Aber schnell schauen, wie lange es das Level noch geht. Nicht mehr lang. Gut, jetzt ziehen wir das hier schnell durch.
Ja, alright. Jetzt haben wir einfach ein Geheimnis verhängt. Genau, das ist die Rune-Herausforderung, die ich halt einfach nicht geschnallt habe, wenn ich dort reinkomme. Damn. Ich glaube, das ist der Sprung der Sprünge. Zack. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Ja, das ist jetzt glaube ich nicht so cool, der letzte Fight. Also ja, im Sinne von ziemlich hart. Ja, gut gemacht, Bürschli. Die grossen, fetten Dicken, die mich fertig machen wollen. Und gleich lebe ich noch. Das glaube ich nicht, ich muss da viel mit einem Jump-Dinger arbeiten. Fuck. Presence at unsafe levels. Ja, das habe ich auch schon probiert. So, jetzt habe ich den das nehmen. Oder ist der jetzt runtergesprungen? Ist alles möglich. Demonic presence at unsafe levels. Ja, ja, keep repeating yourself, das ist schon gut. Ui. Nein, kurzer Prozess jetzt. Aber jetzt, mal beide, schön. Jungs, verarschen mich nicht. Ja, du schneit so nur Schüsse. Der andere, sollte ich können killen. Scheiße, schlecht gemacht, sehr schlecht gemacht, ey. So. Hey, nein, also jetzt noch einmal sagst, hey, zieht mich der Glitch rein. Oh, fuck, zieht mich der Typ rein. Was ist es gewesen? Teach? Ja. Und schöne zusammen. Schöne Fleischbröcken. So. Demonic presence eliminated. Hey, geschafft! Nice, wirklich. Das habe ich mir jetzt ein bisschen heftiger vorgestellt. Schnell schauen. Ja, da haben wir jetzt eigentlich so ziemlich alles. Yeah. Ich würde sagen, da gibt es ein Feuer oben, oder? You will need to rip out the Argent accumulator powering the Cyber Demon. Destabilizing the core will cause a rift that will send you back Ah ja, there. genau, der Once the crucible is in your Cyber-Demon. possession. Was, da kommt jetzt der Fight? Oh ja. Oh ja. We will pull you out. Okay, ja. Ah, ja, jawohl. Jetzt wird es wirklich noch sehr spannend hier. Und darum machen wir das nächste Mal weiter. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag oder oben. Merci fürs Zuschauen und habt's gut. Wir hören uns gleich wieder. Tschüss zusammen. Schönen.